So, hallo zusammen. Ja, wer jetzt schon wieder überrascht ist, verdammt, das gibt's ja nicht. Diese Leute von Viva la Illusion, die machen ständig alles kreuz und quer. Dafür sind wir ja bekannt. Was mache ich heute? Ich zocke, man sieht es ja jetzt ja gerade schon, The Legend of Zelda Link's Awakening für euch. Und der Hintergrund ist ein bisschen gemein. Ich probiere nämlich unser Streaming-Equipment, weil das ja letztes Mal überhaupt nicht gut funktioniert hat. Und um ehrlich zu sein, deswegen rechnet es nicht damit, dass ich jetzt hier allzu lang sitze und das ewig ausprobiere. Ähm, Vorhin beim Ausprobieren und beim Einrichten ist immer wieder der Ton vom Spiel zumindest abgerauscht. Deswegen, wer mich jetzt schon hört, wieder erwartens, der darf mir dann ruhig in den Chat reinschreiben, ob alles funktioniert, ob der Ton da ist. Ich habe hier zwei Bildschirme, das heißt, ich zocke hier direkt vor der Nase das Spiel und auf der rechten Seite muss ich immer wieder dann so rüber luren in den Chat. Und genau, deswegen, ich fange jetzt einfach mal an und wenn irgendwas nicht passt, einfach reinschreiben. Und nein, ihr braucht es nicht reinschreiben, Corby, wieso machst du das allein? Hol bitte einen Kani oder der soll zocken. Geht jetzt nicht. Der probiert es nämlich sicher für euch nicht aus. Ja, warum Link's Awakening? Ich habe zum einen Bock gehabt, dass ich das mal wieder spiele und ihr seht es da schon. Ich habe das schon 2019, damals was rausgekommen ist, gesuchtet. Auch mit dem Hintergrund, dass ich mich tierisch darüber gefreut habe, dass es da eine Neuauflage gab. Wenn ich weiß, dass dieser Chibi-Style nicht unbedingt für jeden das ist, was er sich gerne gewünscht hätte. Aber ich liebe das Spiel. Ich habe das als Kind schon am Gameboy die ganze Zeit gezockt. Und ich behaupte immer, ich kann so ziemlich jedes Rätsel auswendig. Jetzt nach 5 Jahren, wo ich das letzte Mal gespielt habe, denke ich nicht, dass das nur der Fall ist. Aber schauen wir mal, wie schnell ich halt bei dem heutigen Durchgang durchkomme. Genau. Normal, was ist der Heldenmodus? Erlittene Schaden wird verdoppelt, es erscheinen keine Herzen. Ja, na, die 5 Jahre, die bringen wir jetzt nicht zum Helden, deswegen machen wir es ganz normal. Wir bleiben beim Namen Link und starten in das Abenteuer. Ist einfach geil, wenn man nur das Gameboy-Spiel von damals im Kopf hat und sie dann da diese ganzen Details so schaut, wie liebevoll das gemacht ist. Ach super. Dann der Tarin, der Vater von der Malin. Und gleich mal ein Schild erhalten. Super. R. Sie ist schon Marin, heißt sie, nicht Marlin. Ja, bin ein richtiger Gaming-Experte. Okidoki. Dann geht's gleich mal los. Gut, dann starten wir mal ins Abenteuer. Ich kann hier gleich mal ein Huhn heben und ich würde sagen, dem Fuchs zum Voraus verwerfen. Hallo. Ach, den Fuchs kann man anreden, natürlich. Der sagt Grö. Aber das Huhn nicht. Das Huhn kann man nur hochheben und wegschleudern. Gut. Kinken. Ah ja, das ist auch sinnvoll, dass der einem dann gerne mal erklärt, wie das Spielspeichern geht. Und dann gerne mal sagt, er weiß aber gar nicht, was das bedeutet.
weil meine ersten Gameboy-Erfahrungen waren ziemlich frustrierend. Ich habe als erstes Pokémon Blau gehabt und habe das geliebt und habe aber nicht kapiert, wie man speichert. Das war ein bisschen doof. Ich habe nicht gewusst, was sichern bedeutet. Ich glaube, das hieß nämlich gar nicht speichern, sondern sichern. Und ja, das war dann ein bisschen doof, weil ich habe dann praktisch immer wieder bei Pokémon von vorne angefangen und wer Pokémon kennt, weiß, wie frustrierend das ist. Weil, ja, wenn man dann schon so weit war, dass sei Glumanda zum Glutexo entwickelt ist und immer wieder von vorne anfangen muss, ist das schon etwas traurig. Natürlich die Eule darf nie fehlen, der Uhu, der immer am Link erklärt, was eigentlich die Story ist. Man muss jetzt hier als Jüngling den Windfisch wecken. Aber es interessiert mich jetzt gerade noch nicht, weil mir interessiert gerade nur, dass da mein Schwert liegt und das will ich, das hole ich und hab's. Super. Was ich auch toll finde, ist, dass es dann gleich mal beweist, dass es am meins ist, dadurch, dass da steht, dass der Name von mir auch auf dem Schwert drauf steht. Das heißt, ich glaube, es jetzt hier keinen. Und da kann ich schon sämtliche Viecher kaputt ballern. Ja, es hat jetzt nicht lang gedauert, dass ich mich hier durchgekämpft habe. Und dann ist doch gleich mal zum Zauberwald. Ah ja, super. Da hat gerade der Ton schon einmal ausgesetzt. Ah, Neva Raven, hallo. So, schauen wir mal, ist es der Zauberwald? Zauberwald, Achtung, unfreundliche Moblins. Also sowas wie der Kani. Sehr cool. Okay, so falsch war ich dann anscheinend gar nicht dran. Wenn gleich der Urunume kommt. Du wirst diese geheimnisvolle Insel auf keiner Karte finden. Stelle dich der Aufgabe, den Träumenden zu wecken, denn solange der Windfisch schläft, kannst du sie nicht verlassen. Warst du übrigens schon am Wurmpalast im Süden des Dorfes? Du findest den Schlüssel zu jedem Ort hier in diesem Wald. Der Windfisch beobachtet dich. Alright. Das Ding ist, ich habe in meiner Erinnerung das so, dass ich glaube, dass man den Schlüssel jetzt nicht einfach irgendwo findet, sondern man muss vorher dann nur so ein Rätsel mit einem Waschbär lösen. Kann aber sein, dass ich das gerade zeitlich ein bisschen falsch einordne und das dann doch später erst vorkommt. Aber mal gucken. Ah ja, da ist der Waschbär. Ja, vielleicht doch gar nicht so falsch. Meine Waschbärnase ist äußerst sensibel, was Staub betrifft. Gut. Probieren wir mal, was passiert, wenn wir an dem vorbeilaufen. Nichts. Du wirst die verlaufen. Wie sorge dafür? Hey, verlaufen. Frechheit. Aber das ganze Spiel, zock, vielleicht. Das kommt jetzt darauf an, wie sehr mir das Equipment halt aufregt, wie viele Probleme wir haben. Aber grundsätzlich, ja, ich hätte schon Bock. Aber es kommt natürlich eher darauf an, wie es euch gefällt. Wenn ihr sagt, boah, Corby, du hast jetzt schon so oft angekündigt, Baldur's Gate 3 zum Zocken. Wann machst du das? Ja, dann werde ich vielleicht das irgendwann mal angehen. Ah. Und schau, kaum rede ich drüber, dass das Equipment mich irgendwann nervt, stürzt da schon der Audiotreiber ab.
beziehungsweise hängt das ganze Spiel. Ich bin begeistert. Okay, also ich bewege mich ja zumindest nur, aber wie ihr schon seht, das Spiel hängt, beziehungsweise das Equipment hängt, ist einfach grandios. Ich versuche das jetzt mal hier professionell, wie ich bin, nebenbei wieder zum Starten. So, schauen wir mal, wie lange es jetzt diesmal hält. Auf jeden Fall, so viel habt ihr noch nicht verpasst. Ich bin einfach nur in der Höhle rein. Und kann jetzt hier natürlich gerne mal meine hervorragenden Rätselfähigkeiten beweisen, indem ich hier die erste Truhe öffne. Cool. Vermutlich käme ich da noch gar nicht dran wegen den Totenköpfen. Behauptet jetzt einfach mal. Nicht, dass ich mich blamier. Der Ton vom Spiel ist relativ leise. Den habe ich ja tatsächlich ziemlich leise gemacht. Ich kann den aber auch gleich etwas lauter machen. So, jetzt habe ich den Pilz. Der war aber für irgendwas gut. Ich weiß jetzt gerade nur noch nicht für was. Ich glaube, es hat irgendwas mit der Hexe zu tun. Die muss ich erst mal finden. Okay, so dumm. Da hinten geht es dann weiter. So, jetzt wenn wir wieder in die Höhle reinlaufen, kann es sein, dass der Ton wieder weg ist. Schauen wir mal. Na, bis jetzt noch nicht. Gut. So stark habe ich mir jetzt gar nicht verlaufen, so wie es der Waschbär angekündigt hat. Schauen wir mal, wo die Hexe sich befindet. Okay, da waren wir schon. Nein. Ein Teil der Macht. Was man da alles findet. Ah ja, genau, dann kann man sie nämlich ziemlich schnell bewegen. So, jetzt habe ich eine Schutzeiche gefunden. Jetzt wird Schaden in der Eisenwelt. Ah nein, muss man auch nicht auswählen, die ist dann einfach ausgewählt. Da sind diese grünen Teile, weswegen das Spiel teilweise sehr kontrovers aufgenommen worden ist, weil behauptet wird, dass diese grünen Dinger bestimmten Geschlechtsteilen ähneln. Weil ich glaube, die waren nämlich auch gar nicht grün im Original, sondern die waren da Hautfarben. Genau, da ist die Hexe und die will eigentlich Schlummermakel und ich glaube, das ist das, was wir uns vorhin geholt haben. Und die braut jetzt da so Pulver zusammen. Und das Pulver, das können wir dann verwenden, um es dem Waschbär in die Nase zu halten. Genau. Das Zauberpulver ist aber auch so gedacht, dass das eine Funktion hat. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ah, okay, das kann man dann da auswählen. Das kann nämlich Feuer entfachen. Grandios, oder? Geiles Pulver.
Okay, wie viel haben wir da? 19. Ja, dann klingt eine Zeit lang aus. Und dann gucken wir mal. Okay. Ich bin immer nur anscheinend auf Drogen. So, jetzt hat die Lücken abschließen. Easy. Ja. So, jetzt muss ich nur den scheiß Waschbär finden. Dann kriege ich nämlich den Schlüssel normalerweise. Und dann kann ich schon den ersten Gang machen. Dann schönen Nachmittag, bis dann. Da ist der Waschbär, dann rüber. Und es hat sich herausgestellt, dass der Waschbär überhaupt kein Waschbär ist, sondern der Name Merkentarin. Genau, so. Und der gibt mir doch keinen Schlüssel, stimmt, das war anders. Ich kann jetzt hier einfach vorbei. Und dann diese Truhe finden, die leider mit Zauberpulver zerstört hat. Das war scheiße, deswegen legen wir das gerne mal woanders hin. Ja, und da ist der Philipp. Viel Spaß, ich muss leider nur ein bisschen arbeiten. Oh, das ist aber lieb, dass du einfach nur vorbeischaust, um mir Spaß zu wünschen. Dann, ich hoffe, es ist keine schlimme Arbeit, ich wünsche dir dann auch viel Spaß. Und da habe ich schon den Wurmschlüssel. Jetzt kommt erstmal der Uhu, der muss mir dann wieder belehren, was das jetzt bedeutet, dass ich den habe. Ja, gut. Und Fisch wartet, super. So. Und schon wieder hängt's. Ich bin begeistert von diesem Teil. Aber das sind dann immer so erzwungene Pausen, das ist doch super. Da kann man dann über sein Leben nachdenken. Warum streamt man eigentlich? Wie machen das andere Streamer? Und so und schon sind wir wieder online. Ah, das ist natürlich dann später ein bisschen doof, wenn das jetzt in irgendeinem Endkampf oder so passiert. Und natürlich auch, wenn dieses Kastel jetzt nicht vor der Nase sitzt, sondern weit weg. Wenn man auf der Couch sitzt, zum Beispiel beim Kani, und jetzt dann direkt vom Fernseher ist, da muss man aufstehen, so. Das will ja keiner. Hier könnt ihr jetzt runterfallen. Will ich aber gar nicht, weil das da unten, glaube ich, eine Falle ist. Ja, nicht ganz. Ach, springen wir von mir runter. Was laber ich so lang? Ach ja, genau, da war Herzstück. So viel zur Falle. So, dann habe ich ein Herzstück. Und dann geht es jetzt lange weiter in Richtung erster Dungeon. Ich glaube, zu Ende wird er relativ weit nach rechts laufen. Oh, jetzt wieder Drogen. Schutzeichel. Ah ja, und da ist er ja schon. Der erste Dungeon. Der Wurmschlüssel wird eingesetzt und der Dungeon öffnet sich. Boah, krass. Dann geht's los mit den ersten Dungeon, mit den ersten gemeinen Rätseln. Und das richtig Geile ist, später im Verlauf des Spiels hat man dann die Möglichkeit, dass man sich selber solche Dungeons zusammenstellen kann, weil, wie ihr das jetzt gerade merkt, sind die immer in so Abschnitten aufgebaut. Es wird nur sehr selten mal größer, dass halt dann die Kamera mitgeht.
Das ist natürlich dem Gameboy-Format geschuldet, was natürlich aber auch sehr viel Charme ausmacht. Also deswegen finde ich das Spiel auch nochmal besonders cool. So, die Dinger immer runterschubsen müssen, dann kriegt man den ersten kleinen Schlüssel. Da freut er sich. Und ganz wichtig, was braucht man, wenn man in einem Dungeon ist? Einen Kompass. Ich glaube, sollte jetzt in irgendeinem Abschnitt sein, wo nur ein Tool da ist, oder wie jetzt zum Beispiel der Schlüssel, dann sagt mir das der Kompass dann. Achso. Sehr cool. Immer die beste Methode, einfach immer nur draufhauen, dann gehen die Schuhe irgendwie kaputt. Und das ist das zweite, was man immer braucht, die Labyrinthkarte. Das schauen wir doch gleich mal. Genau, wie ich vorhin schon gesagt habe, das sind immer diese einzelnen Abschnitte. Da sieht man auch, dass sogar das hier jeweils Abschnitte sind und man sieht sogar schon, wo dann der Endboss ist. Geh erst nur darüber. Ach, das ist doch wurscht. Gehen wir dann einfach mal schon durch die Wand und dann hau ich hier wieder mal die kaputt. Ah ja, da ist schon der Beweis, dass es eben doch manche Ebenen gibt, wo die Kamera mitgeht. Hier. Ah ja. Ein kleiner Schlüssel. Sehr cool. Rubine, ich möchte keine Rubine, ich will das nächste Item haben. Ach, leid. Da muss vielleicht mal jemand die Minuten mitzählen, ob das einfach nach einer bestimmten Zeit abkackt, dieses hervorragende Ding. Sehr schön. Jetzt haben wir neben einen Ton. Machen wir das Ganze nochmal. Sollte der Seppi das hören, danke, dass du mir empfohlen hast, dass ich mal das gleiche Zeug kaufen soll wie du. Das haut wirklich super hervorragend die. Ah, da haben wir auch wieder Ton. Okay. Und wenn ihr euch fragt, ob ich, wenn ich das Ding wirklich komplett durchspule. Ah ja, genau. Es sind überall so Eulen, die brauchen dann einen Schnabel, dass die einen Tipp geben kann. Was ich gerade sagen wollte, wenn ihr glaubt, dass ich das Ding durchspule mit dem gleichen Kastel, na, ich werde wahrscheinlich das nächste Mal was anderes besorgen und das dann noch mehr ausprobieren. Also ich werde es mindestens ein zweites Mal spulen. Und dann schauen wir mal.
So, das ist ein Rätsel, da muss ich das hinschieben. Oh, ist das süß. Jetzt geht's da runter. Das ist natürlich mega geil. Das war am Game Boy damals schon so cool. Jetzt die bösen Viecher, was weiß ich nicht, diese Pilzköpfe da. Aber dieser Szenenwechsel, dass man das in dieser Mario 2D-Ansicht sieht, ist einfach richtig geil. Und da haben wir das erste Artefakt und das ist mega. Das ist nämlich das meines Wissens einzige Zelda, wo es diese Sprungfeder gibt. Und jetzt passt auf. Und der Link kann springen in einem Gameboy-Spiel. Das ist natürlich sehr sinnvoll, wenn man das zum Beispiel hier macht. Ein Teil der Macht. Und dann gehen wir wieder auf. Sehr schön. Da rüberspringen. Da rüberspringen. Hier kann da rüberspringen. Also hier kann ich nicht. Wollen wir da schon? Ja, können wir nicht dran erinnern. Aber da gibt es auch nichts. Deswegen können wir jetzt natürlich nach oben laufen. Weil da haben wir ja alles. Und dann lege ich mal wieder einen Schlüssel ein. Ja, der Amadeus ist auch da. Hallo? Krass springen, ja? Du hast keine Sprungfeder. Wahrscheinlich erklärst du mir jetzt gleich im Chat, dass du sehr wohl eine Sprungfeder hast und schon lang und die nimmst du jeden Tag her oder so. So. Aber Matthias, bei dir darf mich mal interessieren, kennst du das Spiel eigentlich? Weißt du, dass es nur neben Breath of the Wild andere Zeldas gegeben hat? Oh, das ist ein asoziales Rätsel. Man muss nämlich schauen, dass die Dinge, genau, dass die immer das gleiche Symbol haben. Und jetzt habe ich wieder verkackt. Okay, ich wollte die zusammenschieben und dann mit vor dem Schwert schieben. Ja, das ist übrigens auch cool, was man machen kann. Nämlich ein Schwert aufladen, wenn es gedrückt ist, und dann macht er so einen Power-Schwung. Also das kenne ich nicht. Mein Gameboy. Ja, das ist ja vom normalen Gameboy. Aber die Neuauflage in diesem Chibi-Stil ist schon ziemlich cool. So, jetzt habe ich den Schnabel für die ganzen Eulen. Das heißt, die Eulen verraten mir jetzt Tricks. Stachy musste erst mit dem Schild abwehren. Gut. Ich meine, das wissen wir ja jetzt eh schon. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter zum Boss. Und das ist ja noch nicht, das ist jetzt der erste Zwischenboss.
Uah. Gut. Und jeder Boss hinterlässt erstmal so eine Fee und ein Portal. Und durch das Portal, das probieren wir mal kurz aus, kommt man nämlich an den Anfang vom Dungeon zurück und kann sie wieder entsprechend zurückplatzieren. Genial. Gut, also weit weg vom Endboss sind wir jetzt auch wieder nicht. Wieso geht's da runter? Ah. Ich glaube zu wissen warum, aber das sind wir jetzt nicht gleich. Da kann man nämlich runterfliegen. Und dann fällt man in den Raum, wo wir gerade drin waren. Butz, Butzerabutz. Der Moldorm. Sehr gefährlich. Wir passen aktuell zu den Würmern auf hin. Ja, die haut nämlich hinterm Schwanz drauf und dann flippt er aus. Komisch. Je öfter man auf den Schwanz drauf haut, umso wütender wird er. Das ist auch komisch. Und wenn man kurz ins Blau haut, dann stirbt er. Ah, das war sogar ziemlich knapp. Ich habe nur noch ein Herz gehabt. Und jetzt habe ich aber 4. Und da ist die Belohnung. Weil jeder wünscht sich ja, wenn er zum ersten Mal so einen Dungeon besiegt hat oder erfolgreich gemeistert hat, dass er dann als Belohnung ein Instrument kriegt. Das ist schon ein Hinweis, wo wir jetzt hin müssen. Der nächste Dungeon ist im Sumpf. Und da sind ganz urreidige Blumen. Und das ist eigentlich ja jetzt gleich dann ein ziemlich cooles Element, wie man nämlich gegen diese Blumen dann bestehen kann. Aber ich will ja nicht zu viel spoilern. So, jetzt haben wir nämlich aufgeklärt, was das soll mit den Instrumenten. Genau. Es geht um den Windfisch und der Windfisch ist in einem Ei auf einem Berg gefangen oder er schläft da und dass man wecken kann, braucht man alle 7 Instrumente. Und das erste haben wir jetzt gerade, da haben wir die Geige gefunden. Und das nächste, wo wir hin müssen, ist der Schleimsumpf. Stimmt, kann ich tippen. Oh Gott, wie viel von den Pulver werde ich noch verschwenden? Das kann man doch ganz bestimmt abwählen, oder? Oder nee, doch. So, okay. Ja, zum einen ist das Pulver nämlich ziemlich teuer, wenn man das nachkauft. Und zum anderen habe ich keinen Bock, da jetzt mal in diesen Zauberwald zurückzugehen, dass man dann wieder zur Hexe geht. Ja, die Eule ist wirklich sass. Und jeder von uns weiß, was sass bedeutet. Süß. Oder scharf. Oh leck, der heißt TomTom. Ja, die sind ganz hektisch. Es ist extrem was Schlimmes passiert. Und die scheiß Moblins sind ins Dorf gekommen. Tamtam und TomTom. Ich weiß schon, wie meine Kinder nennen, wenn ich welche habe. Ja, den Haus von Kuh. Boah, ist das anstrengend, dass diese Textboxen da die ganze Zeit hier springen.
Ja, also die Kinder, bis auf die, dass die Moblins da waren, haben mir jetzt nicht so viel helfen können. Aber da steht schon die nächste Person, die ganz aufgeregt ist. Der Komet wurde entführt. Scheiße. Die Moblins, warum hilft meinem kleinen Kometen? Ja, und wer am Anfang vom Stream schon da war, das waren uns so gut wie gar keine, die haben gemerkt, hier war ja eigentlich was angebunden, das hat mir ja dann gerne fressen wollen. Und da werden wir uns jetzt dann auf die Suche machen, wo dieses Viech ist. Schau ich aber mal ganz kurz. Oh, die Karte ist auch cool. Ja, ihr seht schon, wir haben ja schon relativ viel da entdeckt, wobei das nur sehr, sehr vielseitig wird. Und was wollte ich gucken? Ich wollte schauen, wie viel Rubine wir haben. Weil hier gibt es nämlich auch einen Shop. Müsste der hier sein. Sehr gut, jetzt sind wir über 100. Und da, glaube ich, gibt es auch ein paar sinnvolle. Ach, das ist ja gar kein Shop, stimmt. Es ist kein Shop, man muss sich das natürlich eher spielen, wer kennt es nicht. Wenn man was will, dann muss man dafür nicht nur blechen, sondern auch sein Geschick beweisen. Ja! Der Wunderkran, natürlich. Und natürlich haben wir Bock da zum Sprung. Das ist immer das, was ich am wenigsten kann. Also das heißt, hier werde ich mich wahrscheinlich die nächste Stunde aufhalten. Den Köpfen wechseln. So, spielen. Oh. Ich bin der Beste. Schauen wir, ob das vielleicht trotzdem funktioniert. Vielleicht hat der Kran Gnade mit mir. Und? Hat er Gnade? Er hat Gnade! Das ist ja... Okay. Oder vielleicht auch nicht. Natürlich wollen wir nochmal spielen. So, ich will die Yoshi-Puppe. Okay, nein, jetzt will ich das Herz. Ja, das schaut doch gut aus. Bleib ja drin. Was soll denn das? Okay. So, aber jetzt die Puppe, hä? Also wenn ich jetzt da die Puppe nicht kriege, dann ist das Spiel doch getürkt. Ja, was ist denn das für eine dämliche Engine? Oh. Schlimme ist, man braucht die Puppe später mal. Jetzt muss ich ernsthaft trotzdem kurz nach oben. Okay, gut. Jetzt bleibt drin. Ich hätte es nicht sagen sollen mit dem, dass ich die nächste Stunde hier bin. Jetzt muss ich nicht weiß. Nein! Fahr jetzt bitte nicht hinter. Boah! Ich kann doch das Teil jetzt gerne nicht mehr erwischen. Gut, probieren wir es mal mit dem Herz. Also, was denn? Liegt das an mir?
Was? Also bei den Real-Life-Automaten sollte man auf den Knopf gehen. Auf was für ein... Ach, Kopf. Auf den Kopf gehen. Ach so. Okay, probieren wir es mal mit dem Kopf. Ich kann jetzt gleich nur noch ein einziges Mal. So, Kopf. Nein! Jetzt halt aber. Jetzt! Jetzt! Ja! Sehr gut. Ja, das Herz holen wir uns mal. Das Herz hat aber keinen Kopf. Und ich bin schon eigentlich drüber. Schauen wir mal, was jetzt passiert. Wahrscheinlich fällt es jetzt gleich irgendwie da, wo die zwei schwebenden Plattformen sind, da runter. Gut. Ich kann jetzt nicht mehr weiterspielen, oder? Wenn er mich lässt. Oh, ich habe leider keine Rubine mehr. Aber wenigstens habe ich diese bezaubernde Yoshi-Puppe. Sehr gut. Kann ich ihn mal schwer ziehen und dem alles rüberhauen? Nein. Super. Also, so gibt man in Zelda The Link's Awakening 100 Rubine aus. Kenken. Das haben wir schon eine Ewigkeit versucht. Okay, die Mutti möchte diese Yoshi-Puppe. Ich glaube, dass die Mutti da oben wohnt. Aber ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob wir das jetzt eigentlich schon wieder brauchen. Das ist übrigens die Marin. Und genau, die steht da meistens an dieser wunderschönen Statue. Und die spielt natürlich innerhalb von diesem Spiel eine große Rolle. So. Scheiße, da wäre der Shop drin. Oh nein. Ja, gut, dass ich 3 Rubine habe. So, ich glaube, hier wohnt die Mutti von dem Kerlchen. Genau. Ist das die Mutti? Die schaut aus wie ein Kind. Doch, die heißt sogar Mamascha. Natürlich, weil wir die Yoshi-Puppe dem Kind schenken. Und dafür bekommt man eine Schleife. Das ist auch wichtig für später. Er ist auch lustig. Ich glaube, wenn man jetzt mit ihm spricht, sagt er auch was Déjà-vu-artiges. Ah. Er heißt Papal. Mamascha und Papal, klar. Und er sagt jetzt schon, er glaubt, dass er sich irgendwann mal später im Gebirge verirren wird. Und ob ich ihn dann suche. Tja, 3-mal dürft ihr raten, was später passiert. Oh, diese furchtbare hektische Musik, die müssen wir jetzt abstellen, indem wir jetzt einfach mal weitermachen in der Story. Wir müssen zu den Sümpfen. Und die Sümpfe sind, glaube ich... Ja. Ich glaube, ich kann schon durch den Zauberwald irgendwie in den Sumpf. Sehr schön. Beruhigende Moblin-Musik. Oh, gut. Jetzt haben wir dann gleich wieder 10 Rubine. Ich weiß schon, was ich damit machen kann. So. Und dann sind wir hier und da können wir mit der Sprungfeder uns jetzt dieses Herzteil holen.
wahrscheinlich, genau, ihr braucht von diesen Herzteilen natürlich 4 Stück, dass dann wieder ein ganzes Herz draus wird. Das ist wie im echten Leben. Jetzt zu Detail. Aber hier sieht man auch schon auf der linken Seite diese Blumen. Und das ist ja das, wo dann der Dungeon war. Und ich glaube aber, dass wir hier jetzt erst richtig sind. Wieder eine Schutzeichel. Also wer jetzt erst eingeschaltet hat, das sind praktisch die Schutzeicheln und die Teile der Macht, das sind die Drogen in dem Spiel, die Link zu bestimmten Fähigkeiten temporär verhelfen. So. Ah ja. Der Boris, das ist der junge Mann hier. Genau, der trifft Vorbereitungen, weil wenn man das Spiel, glaube ich, durchgespielt hat oder irgendwas Bestimmtes dann erreicht hat, dann kann man nämlich hier drin eigene Dungeons bauen. Das ist ziemlich cool. Jetzt müssen wir erst natürlich mal den... Tja, ich habe den Namen schon wieder vergessen, das ist auf jeden Fall ein Hund. Man muss den Hund retten, warum das ganze Dorf so in Aufruhr ist. So. Ich glaube, hier geht es wirklich nur um Moblins verkloppen. Ich weiß nicht, das nächste Teil der Macht. Das heißt sogar Teil der Macht. Ach, gehalten wird es hier irgendwie. Madame Mui Mui, um ihren Köter zu retten. Wie kann man denn einen Hund kötern? Oh. So. Kann ich jetzt den... Au! Hä? Mist, ihr habt bestimmt irgendwas vergessen. Irgendwie andere Welt noch besiegen. Jetzt wird er wütend auf die Wand. Und dieser leider. Und da ist der Köter, beziehungsweise, jetzt sage ich auch schon Köter, der Hundi. Und der heißt Komet, genau, der Komet. Ein furchterregendes Vieh. Aber das Coole ist, genau, ich habe jetzt dieses furchterregende Vieh. Und der ist sau cool. Und ja, den kennt man nicht nur aus den Mario-Spielen. Sondern der ist auch cool, weil der mir jetzt hilft, diese bösen Viecher aufzufressen. Und den brauche ich natürlich dann auch für die Blumen. Sogar der Uhu sagt, dass das Viech furchteinflößend ist. Das ist eigentlich echt diskriminierend. Vergiss nicht, das Musikinstrument Schleimsaft. Was der Hundi macht. Der frisst einfach so ein Moblin. Der frisst da gleich mal 2. Der Kettenhund, genau. So, wie kommen wir jetzt gleich wieder zu diesen Blumen? Da muss ich ja, der kann sogar diesen Peniskopf da essen.
Und dann muss ich wieder die Kiste neu starten. Jetzt hat es schon erstaunlich lang funktioniert. Für alle, die jetzt neu erst dazugekommen sind, ich mache hier mehr oder weniger Streamen und Equipment-Test. Und wie ihr schon merkt, das Equipment ist beschissen, weil ich es immer wieder neu starten muss. Naja, da kann ich rüberspringen. Wuff, graben. Was graben? Ach, ich soll hier graben. Ja, jetzt sind wir wieder bei dem Problem, warum ihr eigentlich vorhin in den Shop rein wollt. Da gibt es nämlich eine Schaufel. Und höchstwahrscheinlich kostet die Schaufel 10 Rubine. Schauen wir mal. So, hier ist der Sumpf, da sind diese Piranhas. Und das Tolle ist, ich kann nämlich selber gegen diese Blumen gar nichts machen. Das kann nur der Hund. Oh, 50 Rubine. Das kann natürlich schon reichen für so eine Schaufel. Game Sound in Relation zu Voice runterdrehen. Ja, mach ich. Vorhin hat es nämlich geheißen, es ist zu leise und ich soll es wieder hochdrehen. So, und hier ist auch gleich so der Dungeon. Gucken wir mal. Die Djinn-Grotte. Ah. Das ist ja eins der wichtigsten Elemente immer bei Zelda. Vasen kaputt machen. Und dafür ist der Dungeon gedacht. Hier kriege ich nämlich so einen Kraftring. Und mit dem Kraftring kann ich dann die Vasen zerdeppern. Ah. Gut, dass ich nur ein bisschen was von dem Pulver habe. Und da haben wir schon den ersten kleinen Schlüssel. Ich tue aber das Pulver lieber wieder weg, weil ich bin so schlau und klicke da die ganze Zeit drauf und dann ist es weg. So, jetzt ist die Frage, sollen wir da gleich reingehen? Ey, ja. Die Viecher sind cool. Die bewegen sich praktisch synchron zu mir. Da gibt es irgendeinen coolen Trick. Und der schaut so aus. Und dann haben wir wieder den Kompass. Das Wichtigste, das man braucht. Die Teile, die kann man glaube ich verschieben, aber nur, ja, wenn man auf der anderen Seite ist. Der ist fies. Aber easy. Sehr gut, dann haben wir wieder einen kleinen Schlüssel. Und jetzt kann ich Ihnen nur einen Trick zeigen. Schauen wir mal, ob das nur funktioniert, ob ich das richtig in Erinnerung habe. Ich stehe jetzt hier auf diesem orangen Teil und da kann ich einfach rüberhüpfen. Was auch immer mir das jetzt gerade gebracht hat.
scheinbar nix. Ah, und wieder ein kleiner Schlüssel. Und da ist so Pulver, das will ich natürlich. Der Link ist immer ganz scharf auf Pulver. So, da sind die Viechis. Und da sind sie tot. Ah. Mist. Jetzt muss ich da wieder zurück. Gut, haben wir den. Kann man eigentlich schnell nochmal auf die andere Seite, bevor wir jetzt da weitermachen. Oder nicht. So, da brauche ich nämlich... Oder? Brauche ich da jetzt Pulver? Da kam jetzt vorhin kein Geräusch beim Kompass. Also so dürfte hier eigentlich nichts sein. Und haben wir den Schnabel. Der ist ja ganz wichtig. Ich hasse das. Warum muss man erst beim Kompass die Karte und den Schnabel finden, bevor man eigentlich die nützlichen Sachen findet? War jetzt eigentlich die linke Seite komplett useless, wenn man den Schnabel nicht will. Schauen wir mal, ob der wenigstens was Kluges sagt. Senke die Bodenplatten, indem du den Kristall anschlägst. Wow, danke! Ah, cool. Da ist zumindest wieder Pulver. Doch bestimmt dann wieder alles dazwischen los. Da muss man, glaube ich, die Dinger hier drauf schieben. Fies. Ein Herz noch. Oh oh. Da wäre es jetzt mal gut, wenn wir noch irgendwo Fee oder so haben. Und was jetzt richtig blöd wäre, wenn ich da irgendwo runterfall, indem ich falsch springe. Aber, hahaha, Profi. Das ist ein Herz. Da ist der Zwischenboss. Der einäugige Fuß. Ah. Okay. Okay. Das ist aber fies. Nein! Ja, sag mal! Du rennst doch dir mit Absicht in die Hände. Jetzt, das gibt's so nicht. Nein!
Ach komm, ich kann doch jetzt nicht gegen so... Ach, kann natürlich. Also, das war jetzt Absicht, damit man mal sieht, wie man stirbt. Dann gibt nämlich dieses Game Over Panel. Das ist richtig toll. Und dann kann man hier erneut versuchen. Und dann fängt man ganz von vorne an. Zumindest von vorne vom Dungeon, weil wir haben ja noch ein Portal. Nein! Käfer wieder mitnehmen. Wenigstens hat's voll gut. Bitte. Das ist nur Service für euch, dass ihr das merkt, wie das mal ist, wenn man da stirbt. Irgendwie gucke ich immer das Falsche beim Schwert. Ich gucke immer erst zuerst A und geht B. Jetzt weiß ich aber, wo da 3 Herzen sind. So, Nummer. Das ist bestimmt irgendein Trick. Ausweichen. Nein! Nein! Das... ja. Ich bin der beste Zelda-Zocker der Welt. Okay, ich habe hier anscheinend meinen Nemesis gefunden. Nein. Und da ist das Portal. Gut. Und da ist die Fee, die kann ich ja gut brauchen. So. Erst die langohrige Kreatur, zuletzt den Schädelritter. Die langohrige Kreatur. Ja. Okay. Und die Karte war klar. Wo ist das Item, das ich will? Nein. Pulver, kann ich ja gut machen. Das ist immer noch nicht der Kraftring. Wo ist der Kraftring? I want him. Where is he? Oh, Geister. Bekämpfen mit Pulver. So, da ist er jetzt aber drin. Yes! Kraftarmband, kein Kraftring. Ach, was ich wieder für einen Blödsinn sag. Damit kannst du unendlich Steine und Krüge hochheben. Unendlich. Und wo ist es? Ach, das ist direkt ausgewählt. Okay. Was muss ich da drücken? Nix. Okay. Ich kann mich nämlich, oder ich glaube mich daran zu erinnern, dass man das beim Gameboy als eigenes Item wirklich auswählen musste, aber so ist es natürlich deutlich komfortabler. Und da haben wir wieder einen kleinen Schlüssel. Ah! Ach, ich habe gedacht, das ist eine Wand. Ich habe nicht gewusst, dass das ein Loch ist. Umso blöder für das Viech.
Der Fehler, das ist ja fies. So. Ach, gehen wir da einfach rein. Oh, das ist das Viech mit den langen Ohren. Das ist ja süß. Genau, und das muss man nämlich, glaube ich, erschlagen. Mit den Grünen. Aber es schaut eigentlich wirklich aus, als wenn das funktionieren würde. Hüpf, 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 hüpf. Und nein. Jetzt Kim. Doch. Da sieht man die Vasen nochmal von einer anderen Richtung. Sieht irgendwie so aus, als wenn das Honigtöpfe warten oder so. Hä? Was schaust du denn so garstig? Fahr runter. Okay. Er mag mich nicht. Ach, hätte ich das anders machen sollen, hätte ich da eine Vase draufstellen müssen. Probieren wir das doch nochmal. Oh. Idiot. Okay, ich bin der Idiot, weil ich habe natürlich keinen Schlüssel dafür. Oh, also muss ich wieder zurück. Das ist das Rätsel von vorher. Und da hat es doch auch geheißen, zuerst den mit den langen Ohren und dann den Skelettkrieger. Also muss ich den mit den langen Ohren erstmal irgendwie erwischen, oder wie? Aha. Aha, aha, aha. So, dann den Skelettkrieger. Hä? Oder was andersrum? Scheiße, was andersrum. Ja, gucken wir mal, wo wir da hinkommen. Das sind sogar die Blumen aus Mario. Krass. Na? Na? Wo ist die Blume? So, das war glaube ich die oben. Gut. Schutzeichel. Erst die langohrige Kreatur, zuletzt den Schädelritter. Ah. Weil da nur die Fledermaus war. Ach, Link. Wo laufe ich eigentlich hin? Muss ich da überhaupt lang? Ja. Also zuerst den Hasen.
Erst den Hasen. Weg, weg. So, dann Fledermaus, dann Fleder. Sehr schön. So, dann muss ich eigentlich doch nur da wieder hin. Und der Raum war irgendwie hier offen. Hasen mit Vasen erschlagen. Ist eigentlich nicht so nett. Dann haben wir die gar nicht so easy erwischt. Ach, ist das. Du kannst leben. Da, ach ja, Vase. So, jetzt ist das Ding schon wieder abgestürzt. Hat jetzt eh lang gehalten. Muss man ja fairerweise auch sagen. Wer kann den schon erwarten, dass so ein Teil von Anfang an die ganze Zeit richtig funktioniert? Pff. So, jetzt wird spannend. Was war das gerne mal für Boss? So, bestimmt unser Blume, oder? Na. Ach, ein Djinn. Ja klar, wir sind in der Djinn-Höhle. Ein Clown-Djinn. Ich glaube, der war irgendwie richtig scheiße. Und wahrscheinlich muss man doch da jetzt irgendwas machen. Mit der Vase. Höchstwahrscheinlich. Hallo? Hallo? Genau. Ich kann mich bewegen, aber ich bin unverletzt. Dein mickiges Schwert zerstört meine Vase nicht. Das nicht, aber ich kann die Vase so lange gegen die Wand werfen, bis sie kaputt geht. Servus. Was? 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 Was ist jetzt das? Oh, ich habe eine Kerzen. Okay, den muss ich doch bestimmt jetzt einen mit Ohr und sich mal treffen. Ist der, easy. Komm. Ja. Sehr gut. Und da ist ja schon unser 5. Herz. Wahnsinn. Und das nächste Instrument. Und es ist was zum Reinblasen. Was ist das? Tritonshorn. Ah. Nix mit Muschel. Urunga-Steppe. Die Steppe wartet. Es gibt da also eine Wüstenlandschaft. Jetzt bin ich mir gar nicht sicher, ob das schon die Steppe ist.
Aber jetzt müssen wir natürlich erstmal den Komet wieder sicher nach Hause bringen. Und das Tolle ist, wir können jetzt natürlich durch dieses Kraftarmband Steine heben. Und wir hätten mal wieder über 100 Rubine. Das heißt, wir haben jetzt wieder Spaß beim Gewinnen von irgendwelchen tollen Dingen, die man dann am Ende doch nicht kriegt. Oder ich kaufe mir jetzt einfach mal eine Schaufel. Ich bin ja ganz stark für die Schaufel. Boah, ja. Da gibt es sogar Zombies. Ja. Die brauche ich jetzt mal Schaufel. Also wieder zurück in unser Heimatdorf. Vieles fressen, sehr gut. Ah, da kommen wir jetzt einfach. Ja, also das schreit schon nach Enterhaken. Das ist doch bestimmt da irgendwas. Natürlich. Und da kann man natürlich einmal wieder gut dieses Pulver gebrauchen, aber ich glaube fast, dass hier irgendein Händler sie versteckt. Der kleine Teufel. Ob ich zur Strafe mehr Zauberpulver tragen will. Okay, die Strafe nehme ich gerne an. Jetzt hat er mich damit bestraft, dass ich jetzt nur mehr Zeug rumtragen muss. Frechheit. Und ich kann jetzt 40 von diesen tollen Zauberpulver mit mir rumschleppen. Cool. Trotzdem lehne ich das gleich wieder ab, weil ich neige dazu, falsche Knöpfe zu drücken. Gut. Hat er nicht nur so Herzcontainer gehabt, an den kommen wir jetzt sogar ran. Gucken wir mal. Könnte sein. Ja. Ist es schon der vierte oder ist es jetzt der dritte? Das sehen wir gleich. Der dritte, scheiße. Ja, der Hund ist absolut brutal, der frisst alles, was er kriegt. Hat ein paar Parallelen zum Kontinent, der frisst auch alles, was er kriegt. Teil der Macht. Das ist eh völlig falsch. Ha! Und jetzt Teil? Nein. Eine Zaubermuschel. Ah, ich glaube, das sind so Sachen, die muss man irgendwie, weiß nicht, 20 Mal oder so finden in der Welt. Und dann kriegt man irgendwas dafür. Schon hier große Zaubermuschel. So, jetzt bringen wir mal die Kometen seiner Hundemama wieder. Und die sagt Merci. Super.
Ah, und zur Belohnung kriegt man einen Kuss. Sehr schön. Du hast einen Kuss von Madame Mui Mui erhalten. Du Glückspilz. Und ganz rot angelaufen ist er auch noch. Wenn doch nur mal jemand käme, der ein Schleifchen besitzt, den würde ich gleich in die Hundehütte nebenan schicken. Mein kleines Schnippchen sehnt sich nach einem neuen modischen Accessoire. Und wir wissen ja, dass ich vorhin meine grandiose Yoshi-Puppe, die mir nicht weniger wie 100 Rubine gekostet hat, gegen eine Schleife eingetauscht habe. Schnippchen. Schöne Kleider, Make-up und Juwelen. Ich liebe dieses Zeug. Oh, diese Schleife. Ich brauche sie sofort. Ich gebe dir dafür eine Dose Hundefutter. Jeder würde diesen Tausch annehmen. Und ihr kriegt es jetzt gerade gar nicht mit, wie sehr ich mich hier über diese Dose Hundefutter freue, weil natürlich unser Equipment wieder mal den Geist aufgibt. Jetzt warten wir mal noch. Da, jetzt seht ihr es. So schaut das Hundefutter aus. Da ist sogar ein kleiner Hund vorn drauf. Ist das nicht niedlich? Nach der Schleife gibt mehr als ein Kuss. Ja. Unser Freund, der Komet, ist jetzt hier wieder festgekettet. Also das heißt, meine Abenteuertour mit ihm ist zu Ende. Und bevor wir jetzt hier die Rubine wieder raushauen, schneide ich mir jetzt hier erst einmal bis nach oben hin durch, dass ich meine Schaufel kriege. Nein, steht da jetzt gerade 200. Komm, du schenkst die mir, oder? Luxusschaufel, 200 Rubine. Ich würde eine Schaufel ohne Luxus nehmen. Ist hier. Ah, das ist sogar. Also Zaubermuschel. Wozu die wohl gut ist? Keine Ahnung. Ich hoffe, das sagt mal jemand. Das hier, dieses Gras weghauen, das habe ich in meiner Kindheit, glaube ich, mehrere Stunden wahrscheinlich, wenn man das mal hochsummiert macht, dass ich immer genügend Rubine habe. Weil ich glaube, dass dieses Gewinnspiel schon Gameboy-Ohren wie Rubine aus den Taschen gezogen hat. Ab und zu, wenn man Glück gehabt hat, ist da roter Rubin oder blauer rausgekommen. Oh nein, ich wollte den Fuchs nicht hauen. Du kleiner Fuchs. Ja, bist zu Recht wütend auf mich. Aber das heißt natürlich, wir machen jetzt nicht das Gewinnspiel, weil ich brauche mindestens 200 Rubine. Das hier ist auch cool. Hier ist ein Hilfetelefon drin. Mit der Ulrira. Und die Ulrira oder der Ulrira, der weiß alles. Und je nachdem, wo man nämlich gerade ist, im Spiel, hilft er einem dann immer situativ weiter. Und der sagt mir jetzt zum Beispiel, dass ich in den Schicksalsacker muss und den Richard besuchen. Der Schicksalsacker. Oma Jaja. Und die sagt natürlich als erstes Jaja. Das ist cool. Ah. Und da sitzt er ja, der Ulrira. Natürlich. Der hat eine direkte Telefonverbindung zum Haus nebenan. Super. Ach, und weil er so schüchtern ist, kann er einem nur übers Telefon helfen. Ist das nicht niedlich? Gut. So. Ich hätte gerne 200 Rubine. Und dann silbernen, die sind irgendwie 100 wert. Das wäre natürlich aktuell. Naja.
Dann schauen wir doch mal weiter. Da geht's zur Urunga-Steppe. Da müssen wir ja auch hin. So. Von dort kommt eine seltsame Energie. Du solltest dir das mal ansehen. Okay. Das war cool. Ah, da hinten ist noch ein Herzteil. Das ist sehr gut. Kann ich gut gebrauchen. Gehen wir jetzt daran, ohne dass mir dann der oben haut. Ja, und? Ja, sehr gut. Mindestens 50 Rubine wert. Das heißt, wir können gleich eine Schaufel kaufen. Und jetzt haben wir jetzt noch das Herzteil. Und ich habe wieder ein Herz mehr. Jetzt sind wir schon bei 6. Dann holen wir uns jetzt endlich die Schaufel. Schaufel, Schaufel, Schaufel. Ja, Luxusschaufel, sehr geil. So. Ich habe ja leider nur 5 Rubine. Das heißt, wir können jetzt immer noch kein Gewinnspiel machen. Brauche ich mindestens 10 Rubine dafür. Verdammt. Gut. Das war ja fast schon Schicksal. Dann machen wir es jetzt doch einmal. Können wir uns gleich das nächste Herzteil holen. Dieses Mal funktioniert es bestimmt auf Anhieb. Hey, was ist denn jetzt das da? Das ist ja gerade das Viech, das ich die Schleife geschenkt habe. Roter Rubin. Roter Rubin-Button wieder 20 wert. Das heißt, da kann ich dann zweimal spielen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich den auf Anhieb kriege, ist sehr gering. Ach, was soll's. Ja. Gut. Dann versuchen wir jetzt mal... Ach, auf Anhieb die Puppe zu nehmen. Halt. Ah, das ist falsch. Das kann nicht sein. Oder? Das wäre es jetzt gewesen, wenn es da auf Anhieb funktioniert und vorhin gefühlt 500 Rubine dafür ausgeben. Super. Das ist wirklich das beste Spiel in dem Spiel. Das ist so lustig. Toll. So, zurück in die Städte. Ah, beziehungsweise ich zeige euch mal ganz kurz, wie es denn ausschaut. Ich kann hier jetzt wahllos überall graben und praktisch die Kombination aus diesem Feldmähen und dann auch noch jeden freien Platz ausgraben. Das hat vielleicht Spaß gemacht. Stundenlang nichts anderes machen als Rubine ausgraben, niedermähen. Super. Ganz, ganz toll. Das machen wir aber nicht jetzt. Ich mache hier einen extra Stream dafür, wo ich nichts anderes mache. Nur Gras mähen und graben.
Ach, okay. Diese Telefonhäuser gibt es dann doch öfter. Also wir brauchen jetzt quasi nur einen Rad. Das ist ein Enterhaken. Und da wäre der Dungeon, wo wir rein müssen. Aber wir haben ja noch keinen Schlüssel. Das heißt, da muss ich jetzt erstmal ein bisschen auf die Suche gehen. Richards Villa. Hoffentlich ist der Richard da. Da ist er ja. Der Ricky. Yo! Jo, sagt er. Aha. Ah, ihr Flashbacks. Der hat nämlich, bevor er in der Villa gewohnt hat, in einem Schloss gewohnt und da hat er natürlich 5 goldene Blätter gehabt, wie es jeder hat, der in einem Schloss wohnt. Und die hat er in dem Schloss verloren. Vergesse aber nicht, eine Schaufel mitzubringen. Als hätte ich es gewusst. So, das heißt, wir müssen jetzt erstmal zu dem Schloss. Und seine 5 goldenen Blätter zu tun. Wo war das Schloss? So, da ist das Schloss. Da können wir natürlich nicht von vorne rein. Oh, jetzt wird's richtig cool. Das sind nämlich die Affen. Kiki der Affe. Chichi i Chichi i. Bin Kiki der Affe Hunger. Kiki der Affe hat Hunger. So klingen die meisten meiner Kollegen am Mittag rum. So. Höchstwahrscheinlich brauchen wir jetzt erstmal irgendwie eine Banane. Und so wie ich das befürchte, das Tauschgeschäft. Wir haben ja aber schon Hundefutter, weil ich ihm das aber gerade nicht anbieten konnte. Ich vermute mal, dass er kein Hundefutter möchte. So, was ist das? Der Muschelbuzzer. Ah, jetzt wissen wir einfach, was die Muscheln gedacht sind. Ich bin der Muschelgeist. Ich warte hier auf jemanden, der die Düsternis beseitigt. Und danach die Plattform, um das perfekte Schwert zu erhalten. Ach ja, stimmt, dann kriegt man nämlich das Master-Schwert. Geil. Geil, geil, geil. So, wir haben ja schon 2 Muscheln. Schauen wir mal, ob das ausreicht, dass wir irgendwas kriegen. Bananen vielleicht? Nö. Okay, gut. Okay. Ah, gut. Dann können wir nämlich jetzt hier ein bisschen hin und her katapultiert werden. Okay. Kann man den runterhauen? Schlecht. Also jetzt weiß ich auch gar nicht so richtig, wo es lang geht. Das heißt, wenn irgendjemand
mir Gott einen effektiven Tipp geben will, dann sei ihm das erlaubt. Cool. Ach so, krass. Jetzt bin ich schon hier unten. Ja, die Map ist jetzt nicht so unglaublich groß. Man kann die Hundefutter geben. Ja, Hundefutter. Okay, gut. Und jetzt ist wieder eine Muschel. Gut, ich glaube, da komme ich nämlich nur weiter, wenn ich dann schwimmen kann. Genau, ansonsten trinke ich hier elendig. Ah ja, genau so wieder. Guck mal von der anderen Seite. Na, kommen wir auch nicht rein. Ich muss da schon rüber. Aber woher krieg ich jetzt hier eine Banane? Bananen. Ich hab schon eine Idee. Also jetzt so ein Portal. Und zwar glaube ich, dass am Strand auch irgendwas zum Tauschen war. Ich weiß aber jetzt natürlich nicht, ob das dann gleich das Hundefutter war oder irgendwas anderes. Marvin, willst du Hundefutter? Ich liebe Melodie. Ich liebe diese Melodie, ja. Aber liebst du nicht auch Hundefutter? Wow. Irgendwo da gab es, glaube ich, ein Haus, genau. Ihr habt es schon gesehen, oder? Bananenbäume. Und du liebst Hundefutter, richtig? Ja, er liebt Hundefutter, der Erwin. Und er kriegt es natürlich von uns. Und ist es genüsslich. Und jetzt Kim. Zum Dank kriegen wir Banane. Yep. Cool. Dann geht's gleich wieder zurück zu Kiki, dem hungrigen Affen.
Wie genau auf der anderen Seite. Scheiße. Okay, jetzt müssen wir da rein, was da los ist. Ah, da ist so ein verlassenes Haus. Kann hier nichts machen, außer Vasen zerdeppern. Ach. Oder eine Muschel finden. Hier unten gibt es auch irgendwo eine geheime Höhle, allerdings brauchen wir dazu Bomben, die habe ich ja nicht. Die könnte man aber jetzt eigentlich schon bald mal kaufen. Müsste sie 100 kennen? Ja. Die werden ja bei dem erst nicht über 100 kosten. 10. Haha. Oh geil, da gibt es sogar einen Bogen. Wie kostet der Bogen? Was? 980 Rubine. Ach komm, hau ab. Das 200. Okay, das geht ja sogar. Schenkst du mir das? Nein. Gut. So. Und ich kann mich hier jetzt da zurück teleportieren. Zum Muschelbazar, da können wir gleich nur die eine oder zwei Muscheln, die ich gefunden habe, einlösen. Weg. Ja, Geschäft halt ab, total schlecht. So. Schenken wir Kiki doch Bananen. Bananen, oh, Kiki will sie haben. Gibst du sie, Kiki? Natürlich. Mei, da freut er sie. Kiki, der Affe. Weg mit Affenzahn. Geil. Und sie hinterlassen für mich ein Stöckchen. Und ja, das Tauschgeschäft geht weiter. Aber jetzt erstmal wieder zurück zum eigentlichen Business. Zurück zum Schloss. Zur Burg. Und den goldenen Federn, die ich jetzt irgendwie holen muss. Und jedes vernünftige Schloss hat einen Hintereingang durch ein Loch im Boden. Hopp.
Ist das halt schon verdächtig, ja. Okay. Oder eigentlich. Ist die echt begraben oder was? Ach leid, echt. Dieses Elgato Capture Teil, das ist das mit Abstand beste Hardware-Teil ever zum Streamen. Furchtbar. Und da sind wir wieder. Sollte sie hier halt nicht hinterhergraben. Oh, ist das fies. Mit dir, Rabe? Hm? Von diesen goldenen Blättern wirklich ganz einfach raus. Ich glaube doch jetzt hier nicht alles. Boah, Alter. Jetzt geh her. Komm. Ja! Für was habe ich jetzt da eine Schaufel braucht? Gut, das erste haben wir. Waren noch 4. Hallo. Ah, okay, cool. Nummer 2. Ah, okay, cool. Dann kann man hier wenigstens rein und raus. Ich muss nicht über die Affenbrücke gehen. Wobei es die extra für meine Bananen gemacht haben. So. Und hier haben wir schon so verdächtige Risse. Boah. Fies. Okay. Aber war anscheinend gar nicht mehr so unwichtig. Bomben verhält sie ganz genauso wie Zauberpulver. Wenn das bei mir auf der Auswahl liegt, dann setze ich die ein, ohne dass ich es will. Gut. Dann geht's mal in den nächsten Stock. Ja. Nein! Der hält aber viel aus. Ha? Gut. Das ist doch jetzt das dritte, vierte, das vierte.
Mist. Na, muss ich jetzt echt uns ergraben. Das ist nicht euer Ernst. Nein. Nein, jetzt. Oh Scheiß, das kann ja gar nicht sein. Oh. Okay. Ich glaube nicht, dass man in der Nähe, da wo man schon mal eine gefunden hat, nur eine findet. Diese Schaufelei ist ultra präzise, das ist super. Ich stelle es mir richtig cool vor, wenn jetzt gerade jemand in den Stream sich zum ersten Mal einwählt und mir dann einfach nur beim Graben zuschaut und beim Grasen. Perfekte Sonntagnachmittagsunterhaltung. Man und Graben mit Fell. Die Blumen sind wieder mal an. Hä, der hat mich vorhin gar nicht angegriffen. Hallo. Ja, wie schon gesagt, das war vergraben. Das hat jetzt der Rabe nur zufällig gehabt. Gut, dass ich das jetzt alles gemacht habe. Wo geht's denn zu dem blöden Richard? Da. Das Schicksalsabwehr. Ah. Gut, dann geben wir mal an Richard seine 5 goldenen Blätter wieder. Teil der Macht. Und das habe ich ja gar nicht gesucht. Ach, da hinten rechts geht es weiter. Gut.
fies. So viel zu graben und mähen mit Corby. Boah. Da möchte ich doch bestimmt wieder. Ja! Jetzt! Dafür hat man die Schaufel gebraucht. Ich hab's doch gewusst. Ich hab's doch gewusst. Der Schleimschlüssel. Der klingt schon richtig lecker. Aber wir wollen natürlich da hinten dann noch das Herzteil. Kim, das schaffst du. Schrägköpfen. Ja. Cool. Dann auch zum Schleimschloss. Ach, wie schön. Alles, was ich weggemäht habe, taucht wieder auf. Gut, den dritten Dungeon mache ich jetzt auch noch. Dann höre ich auf für heute. Das war nämlich dann mein erfolgreicher Streaming-Test. Also erfolgreich im Sinne von, dass ich jetzt weiß, dass das Kastel nicht zu gebrauchen ist. Aber ihr könnt es mir dann in die Kommentare reinschreiben oder da im Chat, ob ihr das überhaupt nur mal sehen wollt. Dann streame ich das natürlich dann weiter und kann das Spiel auch gegebenenfalls fertig machen. Das ist gerade nur für mich die Frage, wie kommen wir da überhaupt rein? Vielleicht ist das doch gar nicht so easy, dass ich da jetzt schon zu dem dritten Dungeon bin. Okay. Was soll das? Ah. Natürlich kriegst du von mir den Stock. Bitteschön. Aber Link, der da ein bisschen weiter weggehe. Sehr cool. Und damit habe ich den Stock, den wertvollen, gegen eine Honigwabe ausgetauscht und sehe, dass da auch ein Höhle ist. Ah, mit einer Fee. So, wie kommen wir zu dem Dungeon? Schauen wir, ob wir das auch wegspringen können oder ob man da ein bisschen mehr braucht.
Ah, super. Und das haben wir schon. Die Teufelsvilla. Wer wird da wohl der Endboss sein? Das kann ich noch Bomben sammeln. Ach, geh mir erstmal da lang. Okay, ich weiß auch, was man jetzt hier drin kriegt. Und zwar die Schnelligkeitsstiefel. Uh. Ein kleiner Schlüssel. Ah. Auch gemein. Ah. Okay, ihr habt einen kleinen Schlüssel und 4 Türen. Gehen wir mal hier links. Was zum Teufel? Ah. Boah, jetzt hörst doch auf. Okay, ich glaube, so ist es nicht sinnvoll. Andererseits habe ich jetzt gerade meinen einzigen kleinen Schlüssel verbraucht. Jetzt erkennt. Was? Idiot. Nein. Und Backflip. Super. Gut. Ein kleiner Schlüssel mehr. Unten. Ach komm. Kann ich das werfen? Huch.
Okay. Das hat er anscheinend nicht so gemocht, das Werfen. Falls ihr euch übrigens fragt, hat der Corby das Viech erwischt? Jupp. Es lebt aber noch. Das müssen wir also jetzt gerne zerstören. Ah, bin ich doof. Ich hätte noch so drauf werfen können. Das ist ein Schlüssel. Obwohl. Ja. Gut. Das ist doch irgendwie sinnfrei. Wetten, da geht's eine weiter und die kann hier auch wieder einen Schlüssel. Ja Gott, dann. Ja. Probieren wir doch die mal. Keine Ahnung, ob das was bringt. Ach, da kommt gar nichts. Super, gut. Und ein kleiner Schlüssel. Skelette machen, glaube ich, die gleichen Geräusche wie die Moblins. Das ist ein tote Moblins, ist das nicht traurig? Oh. Erstmal da lang. Diese fucking Papageiviecher. Nein. Gut. Sehr gut. Okay, gut. Ah ja, ihr habt wieder 11 Punkte. Dann probieren wir das doch gleich mal. Ah, das wäre schön gewesen, wenn es dann nur auf Bombe zumindest einmal erwischt hätte. Was ist da? So. Oh! Sprengt sie komplett in die Luft. Ja gut. Aber zumindest ist der Durchgang jetzt da.
Und ein Rubin. Wir haben bis jetzt weder Kompass, Schnabel noch Karte gefunden. Und ich erwische natürlich gerne so eins von den kleinen Viechern. Machen wir gleich mit das. Ich bin so unschlüssig. Wetten, wenn ich jetzt den öffne, dann fehlt mir immer nur einer. Dann fehlen mir sogar zwei. Ah. Die lieben Bombenbrei natürlich für diese Viecher. Was? Doch, friss es! Friss! Nein! Ah. Scheiße, ich hab nur zwei. Jetzt kennt. Okay. Dann bleibt nichts anderes übrig, ist, dass ich wieder irgendwie fast zum Anfang zurückgehe. Nein, nicht da lang. Wie komme ich denn zum Anfang? Bomben, 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 Bomben. Bomben. Mit ihren Bomben. Nein. Schlecht. Da kann man bestimmt alles freispringen. Ich hätte so gerne. Und Bomben? Der Kompass. Sehr schön. Gut, dass ich den jetzt zumindest habe. Ja, ich weiß. Da kann man das aufspringen. So, liebe Vasen, gebt mir Bomben. Gut. Eine. Irgendwo nicht. So fliegende Bomben? Oder habe ich mir das eingebildet? Ah, cool.
sehr sinnvoll. Das bringt gar nichts. Hä? Ah! Okay, da war ich noch nicht. Da. Und die Karte. Und die Karte. Und bei der Karte schmiert wieder Elgato ab. Ah. Ja, Matthäus, gefühlt bist du der Einzige im Chat. Oder was ist gefühlt wahrscheinlich. Ja. Und bist begeistert von dem Spiel. Willst du dir das also sofort holen? Ich brauche Bomben. Da sind normalerweise welche. 3. Jetzt muss ich was richtig Schlaues und Dämliches zugleich machen. Das machen wir nämlich jetzt so lange, bis ich mindestens 15 Bomben habe. Ach komm. Gib mir jetzt Bomben. Gut, na, ich laufe jetzt wieder zurück und mache jetzt nicht erst die Viecher, sondern ich hole mir diesen einen Raum, wo der Pfeil drauf gedrückt ist. Das kann ja auch nur was Positives sein. Ich bin mir nicht sicher, was das vielleicht erst da ein versteckter Raum ist. Na, da ist eine Truhe. Okay. Ja, ist schön, dass du es gut findest und schon geschaut hast, was das für Preis ist. Ich vermute mal, dass Zelda, also dass das da wahrscheinlich immer nur um die 50 € oder so kostet. Weil gefühlt werden die Nintendo-Spiele ja eh nicht günstiger, sondern eher teurer. So. Ach, ich will mal schauen wegen Bomben. Da ist schon mal eine. Eine Schutzeichel. Und ein Teil der Macht. So, Überraschung. Ah. Mist. Was hat jetzt der Raum gebracht? Nix. Wie viele Bomben habe ich? 4. Mit dem kleinen Schlüssel kann ich jetzt nur wieder so teilen. Ich muss also erst gegen diese Bombenviecher da kämpfen. Gab es nicht irgendwo fliegende Bomben? War denn nicht das? Da war noch irgendwo. Da sind die fliegenden Bomben. Ich hab doch gewusst, dass da welche waren.
Ach, wobei diese Viecher sind so langsam. Die schaffen das wahrscheinlich nicht, dass wir umbringen. So, jetzt mit Bedacht. Ah. Ich muss jetzt mal umdrehen. Oh. Okay, cool. Machst du das jetzt? Ja. Ja. Okay, gut. Erst einmal ein bisschen kriechen, bis du Bock hast auf Bumm. Bumm. Ach komm. Was jetzt? Yeah. Gut. Kann man sie auch wieder nach vorn katapultieren. Na, 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 na. Und die Pegasus-Stiefel. Sehr geil. Und damit kann man nämlich was richtig Sinnvolles machen. Diese Trapezzelte, die da sind. Verstecken. Und das war für irgendwas noch sinnvoll. Wir brauchen nämlich ja nur mindestens einen zweiten kleinen Schlüssel. Und wir haben ja ganz am Anfang einen Raum gehabt, den haben wir ja ausgelassen. Und den hole ich mir jetzt. Okay, es ist nicht ganz so easy. Man muss zielen können. Ja! Und ein kleiner Schlüssel. Es war auch wichtig, dass man dieses kleine Viech da zerstört, weil jetzt kann ich die Skelette zerstören und kriegt dann dadurch den Schatz. Yes. $300 Rubine. 300 Rubine. Krass. So oft können wir jetzt dann das Gewinnspiel spielen. Dann erwische ich bestimmt das ohne Herzteil. Was? Nein. Schutzeichel. Nein. Gib's hier weg. Da, 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 da. Und da haben wir schon den Bossschlüssel zur Bosskammer. Und pünktlich zur Bosskammer hinterlässt wieder
das sind anscheinend Spuren auf meinem tollen Equipment. Aber jetzt wird es ja einmal noch da gelangen, bis wir den Boss besiegt haben. Bomben, Bomben. Okay. Ein kleiner Schlüssel. Für was brauchen wir jetzt noch einen kleinen Schlüssel? Können wir eigentlich nur dann brauchen, wenn ich nur irgendwas vergessen habe. Aber da habe ich alles. Und da. Bin mir nicht sicher, ob nicht da irgendwie nur Geheimgang war. Andererseits bin ich mir auch nicht sicher, ob ich nicht die Bomben jetzt für den Boss brauche. Ja, machen wir den Boss. Ich bin da, aber du kannst mich nicht sehen. Hihihihi. Okay. Ach. Ja, ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass man da die Bomben braucht. Okay. Ah, sowas. Nein, ich brauche doch keine Bomben. Gigazoll. Oh, jetzt Camp. Oh ja, wieso, was? Ich hab was gelesen. Ich muss es echt von vorn machen. Da muss ich was für die Augen. Ach so, die Augen müssen wir weiter treffen. Ach so, und dann stirb ich natürlich. Scheiße. Okay, gut. Das war wieder Absicht. Damit wir natürlich diesen einen geheimen Raum, falls er existiert, nur finden können. Außer sie braucht einen Schlüssel dann noch. Das kann natürlich auch sein. Nicht getroffen werden. Das ist ja saublöd. Wieso kann nicht das Portal einfach direkt vor die Boss-Tür hinplatzieren? Das wäre natürlich cool. Easy.
Jetzt habe ich das mit der Bombe den ausprobiert. Naja. Ach, ich muss das gar nicht mit den Schuhen machen. Ach, Corby, bist du doof. Jetzt bleib einfach da mal. Nein, nein, hüpf! Nein! Oh. Ich höre jetzt schon keine, wenn er sich den Stream anschauen sollte, dass er dann sagt, oh Corby, lass mir da 10 Freunde-Video dabei helfen. Bricht sogar der ganze Stream ab. Ja, ich weiß schon, dass ich nach dem einen geheimen Raum schauen wollte, das mache ich jetzt noch. Wenn ich es nicht wieder vergiss. Nein, das wollte ich nicht. Deswegen eigentlich immer die Bomben irgendwo anders dran gelegen. Super, da kann ich drauf. Aber ich brauche halt welche. Das gibt ja gar keinen Sinn. Okay, vielleicht ist da doch kein Raum. Schauen wir mal. Muss ich jetzt erstmal den unten besiegen. Und dann sehen wir ja, ob ich einen kleinen Schlüssel da nur brauche. Auf Anhieb! Mann! Ja, was soll denn das? Oh, okay, gut. Jetzt ist wenigstens schon vorne tot. Also gut, ich habe mich natürlich wirklich dämlich angestellt, aber dafür war der extrem schnell K.O. Gut, dann schauen wir jetzt mal, ob ich da den kleinen Schlüssel brauche. Nein. Okay, jetzt holen wir uns erstmal die Glocke und dann gehe ich gleich nur mehr rein und schaue, wie ich den blöden Schlüssel brauche, weil das kann ja nicht sein. Das Nixon-Glöckchen erhalten. Das freut mich natürlich.
Jetzt haben wir übrigens schon 3 Musikinstrumente von 7. Und als nächstes geht es dann zum Wasserfall. Das heißt, das nächste, was wir dann kriegen, oder was wir als nächstes brauchen, sind wahrscheinlich unsere Schwimmflossen, dass wir dann auch schwimmen können. Jetzt geht es nur der Uhu. Jetzt fragt der mich, wie viele Instrumente ich bereits habe. Ach, jetzt sind es 8. Ah, natürlich, macht ja viel mehr Sinn wie 7. Geht so düster. Ihre Einwohner werden dir den Weg weisen. So, jetzt erstmal wieder rein. Irgendwas war da mit einem Geheimraum. Schau erst nochmal die Karte, für was haben wir es denn sonst? Schlüssel. Da bekommen. Ein Schnabel? Ja. Nein! Nein! Ja gut, wenn der jetzt uns gewesen wäre, dann hätte ich jetzt schon ausgereicht. Wo ist der Raum? Wahrscheinlich brauchen die den Schlüssel gar nicht. Vielleicht gibt es einfach ganz früh. Vielleicht so. Das ist ja auch unlogisch, wie sie es jetzt da angeben.
Boah, das macht mich jetzt gerade wahnsinnig. Das gibt's doch nicht. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, der ist useless. Also, abgesehen davon, dass er sowieso useless ist für den kompletten Dungeon. Aber, ja, vielleicht ist der einfach Platz früh. Ja. Hier? Mit dem? Ja, macht mich unglaublich wütend. Das gibt's doch nicht. Ja, überhaupt keinen Sinn. Da ist nichts. Nee, das ist jetzt einfach nur 10 Minuten verschwendete Zeit gewesen. Vor allem meine Lebenszeit. Und eure, weil ihr es eigentlich angeschaut habt, so wie ihr wart vielleicht ja zumindest ein bisschen unterhalten von dem, wie ihr da rumlauft. Jetzt muss ich dann allen Ernstes wieder zurück. Gut, dann würde ich vorschlagen, beenden wir das an der Stelle. Es hat so halbwegs funktioniert. Und das nächste Mal läuft es hoffentlich flüssig durch, weil dann werde ich definitiv mir was anderes besorgen zum Streamen als dieses wunderbare Elgato Capture HD 60S Plus, das zurzeit beschissen ist. Das funktioniert weder mit Windows noch mit Mac. Und ja, was? Nee, noch gambeln. Ach, Amadeus. Na gut. Aber nur, weil ich Angst habe, dass das nächste Mal, wenn ich das dann mache, mein komplettes Talent dafür schon weg ist. Vorhin war es doch so halbwegs gut. Oh, eine Muschel. Ist ja gut. Ah, super, Amadeus, ganz toll. Du bist jetzt schuld, dass ich meine komplette Abmoderation später nochmal wiederholen muss. Was das anstrengend ist.
Bei den 1000 Zuschauern gerade. Holen wir uns erstmal noch das Herzteil, bevor ich nämlich alles verliere. Schauen wir mal, was es dann gibt. Nix. Cool. So, dann bester Zeitvertreib ever. Die Masse rastet aus, ja. Gut. Spielen. Yep. Der Wunderkran. Der Rest ist Timing. Genau, verarschen kann ich mich selbst. So, das ist jetzt fast perfekt gewesen. Kim. Was zum Teufel? Das ist nicht der Ernst. Ja, genau. Und auch nur hin und her schieben. Super. Jetzt kommt an der Schleife. Oder zumindest, ja, so rüber. Ja. Der liegt gut. Boah. Boah. Auf Anhieb. Hä? Das macht ja richtig Spaß, das Spiel. So, wie kriege ich jetzt das Herz? Nein. Scheiße. Okay. Jetzt liegt es zumindest. Eigentlich, du musst doch jetzt nur ganz nach hinten, oder? Das liegt jetzt ja ganz hinten. Einmal ganz nach hinten. Ach, das geht nicht weiter hinter. Okay. Jetzt halt aber. Schiebst du das Teil nicht irgendwo an sich? Jetzt Kim. Hopp. Okay. Okay. Ach Kim, das ist doch irgendwie groß angelegtes Mobbing, das Spiel. Okay, jetzt liegt es zumindest wieder auf der Plattform. Und? Das liegt doch da mega beschissen. So, genau. Und dann fällt es jetzt gleich wieder raus. Nein, ja. Und die Menge tobt. Ey, super. Okay, cool. Das hat so gut funktioniert, da versuchen wir jetzt sogar das Zauberpulver noch zu drehen. Und es ist viel zu langsam. Ah, okay, der ist sogar so langsam, der kann sogar dieses Pulver runterschubsen. Ja, okay, aber probieren wir noch. Das ist doch am leichtesten. Jetzt geht's zurück. Jetzt. Oh. Sogar das Schild da drüben hat schon fast umgehauen. So. Jetzt. Kim, 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 Kim. Es ist so sinnlos. Ja, eins noch. Und es macht süchtig. Na, zu langsam. Viel zu langsam. Da stürzt jetzt sogar schon wieder der Stream ab. So langsam ist der Scheiß. Ja,
Also, ich aktiviere es jetzt nur noch einmal. Gut gemacht, Amadeus. Du hast mich zumindest dazu bewogen, dass ich jetzt nur einen weiteren Herzcontainer fast kriege. Und die Puppe. Aber ich habe jetzt echt hier keine Lust mehr, dass ich mich nur weiter quäle. Aber wir können gleich schauen, was dann als nächstes da wäre, was man erspielen kann. Wir haben halt die Schnippchenfigur erhalten. Irgendwo muss man die doch aufstellen können. Und ein Herzteil. Raus und rein. Scheiße Muschel. Gott, die holen wir noch. Ob ich da hochspringen kann? Muss ich gerade probieren. Nein! Oder? Ah, Kim. Scheiße. Die da jetzt günstig liegen zum Hochspringen. Aber ich habe schon vorhin versucht, den zu mal schlagen und das ging schon nicht. Na, die Sprungfeder geht da nicht. Ja, gut, oder? Nicht rausfallen, nicht rausfallen. Jetzt Kim. Ja. Profi-Gambler. Kein Spiel. Und nur Muschel. Supi. Gut, nur noch dreckiges Herz, das brauchen wir jetzt nicht. Dann stellen wir nur Schnippchen auf. War schon die ganze Zeit da. Ich hasse dieses Teil. Wenn irgendjemand einen Tipp für mich hat, was sonst hier hardware-technisch geeigneter wäre zum Streamen, dann nehme ich das sehr dankbar an. Ach. Okay, das ist ein Bett. Was ist der Teufel? Okay. Ah. Nein! Nein! Ach komm. Okay, und jetzt bin ich tot. Ja, ich habe die Software geupdatet. Ich habe extra die Firmware, bevor ich losgestartet habe, geupdatet. Der wird von Anfang an sein.
Cool. Und eine Ocarina. Was, so ein Noob? Was ist da los? So, gut. Jetzt habe ich viel mehr gemacht als das, was ich eigentlich machen wollte. Stellen wir hier nur dieses Püppchen da auf. Das war irgendwo da. Steht Shy Guy. Shy Guy. Gehen wir dann das andere Ding da ran. Hä? Ist da sonst irgendwo so Halterung? Ich sehe zumindest keine. Und ihr Mann hat sie in den Bergen verlaufen. Ah, so ein Zufall. Psst. Ja, hat deine Freundin erst vor kurzem zugeschaut oder ich finde, ich habe das jetzt für die, ich weiß jetzt nicht, wie viele Stunden ich hier gerade aufnehme, aber ach, fast 3 Stunden, 3 Dungeons, ich finde das schon, ist kein schlechter Schnitt. Und sagen wir mal, ich habe mich hier Stunden nur mit diesem Kranzeug beschäftigen dürfen. Wo kann man denn jetzt dieses Schnippchen-Ding da aufstellen? Oh, dann können wir den Stream nochmal was Schönem beenden. Und die Ballade vom Windfisch haben wir gelernt. Die ist auch wichtig, sonst kann man den Windfisch erwecken. Sehr cool. Ja, und Neva Raven, dann habt ihr ja zum richtigen Zeitpunkt eingeschalten. Aber ja, ich bin davor auch ein paar Mal gestorben. Wo war das jetzt mit dem Schnippchen? Irgendwo kann man das doch bestimmt aufstellen. Bei ihr? Das ist doch sinnfrei. Die hat doch das. Doch, tatsächlich. Komet. Schnippchen. Möchtest du die Schnippchenfigur hier platzieren? Ja. Wundi Bärle. So. Aber wenn der Amadeus jetzt bestimmt wieder irgendeine tolle Idee hat, was wir sonst machen können. Zumindest nur von dem Hund weg. Speichere jetzt nochmal. Und sag nochmal vielen Dank fürs Dabeisein heute. Wir haben ja Zelda Link's Awakening gespielt und ich habe zumindest Bock, dass ich das als nächstes Mal wieder ausprobiere. Und dann aber, wie schon vorhin angekündigt, mit einem anderen Stückchen Hardware, weil das hat heute überhaupt nicht funktioniert. Der einzige Vorteil ist, dass ich hier direkt neben diesem Teil sitze. Und das heißt, wenn es dann wieder laggt, dann kann ich es einen ausstecken. Beim nächsten Mal ist es hoffentlich etwas
reibungsloser und dann kündige ich das diesmal vorher an, wann ich das mache, dass vielleicht auch der ein oder andere zuschauen kann, der zuschauen möchte, aber gar nicht gewusst habe, dass ich das tue. Dann vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast oder beim besten Streaming der Welt.